So, hallo. Ich komme gerade aus der Begegnungsstätte, wo ich heute einen Vortrag halten durfte über die Erinnerungssteine. Und die Senioren haben sich unglaublich gefreut. Es waren sehr viele da. Ich war überrascht. Also das Thema interessiert immer noch sehr. Und die Beiträge, die dann von Seiten der Zuhörer kamen, bezogen sich vor allem auf Friedrich Schelling. Ja, der war Rektor bei uns an der Schule, an der Volksschule. Und er hat auch Schülerchor gegründet. Aha. Und da musste man also vorsingen. Die einen sind geeignet für die Erststimme, die andere für die zweite, die andere für die dritte. Er war ein sehr strenger Lehrer und wir haben oft uns in den Ohren oder mal eine Datze, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war ja später nicht mehr, das haben wir nicht mehr dürfen später. Aber man hat sehr, sehr viel bei ihm gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist gut. Und er war gerecht, das muss man auch sagen. Und da habe ich gute Erinnerungen an ihn und ich habe ein sehr gutes Zeugnis gekriegt. Reihe nach. Friedrich Schelling war Rektor an der jetzigen Friedrich-Schelling-Schule. Er war Kirchen- und Musikdirektor in Besigheim. 6 Jahrzehnte lang war er Organist und Chorleiter an der Evangelischen Stadtkirche und auch beim Gesangverein Liederkranz. Und es wird ja gesagt, dass er derjenige war, der die nicht so begabten Sänger mit Instrumenten ausgestattet hat, damit sie dann ab 1925 in der Stadtkapelle musizieren konnten. So, und hier sehen wir ihn als Dirigent der Stadtkapelle. Eine Dame hat mir heute Nachmittag erzählt, ihren Vater war auch beim Friedrich Schelling in der Schule. Und das Glatte war, in der Schule hat er sie verschlagen und hinterher sind sie zur Stadtkapelle und da haben sie bei ihr Musik gemacht. Die Stadtkapelle hatte zunächst gar keine Uniformen. Wir kennen sie ja heute alle mit Uniform. Aber damals hat man mit dem Frack gespielt und mit Hut. Und deswegen haben sie die Stadtkapelle auch Freckles Verein genannt. Er war die treibende Kraft aller musikalischen Aktivitäten. Deshalb wurde er Ehrenbürger der Stadt Besigheim. Und bei der Einweihung war es ganz nett. Da hat mir dann jemand hier vorgelesen. Hochbegabt. Mit 98 Jahren verstarb er im April 1979. Fand ich auch eine gute Lesart. Also dann, ich wünsche euch einen schönen, beschwingten Tag. Macht's gut! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.